Salut und herzlich willkommen bei Loxplay. Die heutige Episode ist ein bisschen wie mir selber. Zusammengewürfelt aus alle Kamellen mit einer ganz kleinen Prise Neuem. Viel Spaß beim Rausfinden, was war das? Weißt du mir, du, eigentlich müsste den heute Beitrag doch schon etwas ganz Besonderes für uns sein. Wie denn? Aber den ursprünglichen Spider-Man war am Alter schon für dritt allererster Folge dran. Wirklich? Dreck. Und schon hat sein kleines Standalone DLC und Weltbrot. Wie Zeit vergeht. Gell? Ob Spider-Man Miles Morales dann lo super gut oder doch echt verdient vom Rhino platt gemäht zu gehen, das verrät ich der Gilles lo. Spider-Man ass back in Town, also net grad, méi awer schon. Insomniac huet sech hai mat Sony ze Summe gedo fir den Amfong schon an de Comic entstandenen Miles Morales ëmzebauen. Vum Fedel war halt dat schon am Spiel fir do war an en Dorch bis se gemerkt huet, wéi grosse Fanne war vum Spider-Man, anders noch halt schläche kann. Hier muss bisse so kämpfen géint ja eng Energiekooperationun an hat auch gen eng Hightech Criminal Army. An en huet awoch während dems so klein Nebenmissionne machen, die ihn halt op denger abhuet, wo wirklich gesud gëtt Friendly Neighborhood Spider-Man. D'Spiel ass halt net so groß wie d'Originalspiel, méi dat war ganz gut. De Miles Morales huet eng ähnlich Funktion wie den normale Spider-Man, also kann so an Drëm swingen an hat seg Tricker machen. Die Tricker sind am Fong aber viel méi cool. Also er kann méi machen an sieht einfach das immer so aus, deelweis wenn er swingt, dass halt net so geübt ist, war doch der Fall ist. Am Anfang kriegt ihr noch so ein bisschen erklärt, wie ihr was soll machen. Den Spider-Man, der Peter Parker, hat natürlich so ein Trainingsprogramm gemacht, bevor er fortgegangen ist. Und das soll ihn dann halt mal Miles Morales durchgehen. Dabei findet er noch heraus, dass der Miles Morales am Anfang eine spezielle Fähigkeit hat. Und das ist eine Shield-Fähigkeit. Er kann da so Shockwaves machen zum Beispiel oder singen. Webs benutzen für halt Strom weiterzuleiten oder halt einfach ersetzen für die Leute, die ihn angreifen, die einfach mal so fortzustoßen und zu elektrisieren, kurz zu stunnen und halt so weit alles so braucht am Kampfsystem. Insgesamt ist das Kampfsystem ganz ähnlich wie die vom Viergänger. Natürlich paar mehr Moves, die machen kann, halt Fälle, die Special Attack hat, den Shield und so. Und auch Finisher sind da ganz neu, das ist enorm cool. Du gehst ganz schön an. Auch so gehen verschiedene Moves, die ein bisschen anders ausgesehen. Aber am Großen und Ganzen geht er auf den Namen raus. Am Spiel merkt dann einfach auch ein bisschen, dass es Mikalas, also halt weltweit ist. Was ein bisschen Unterschied ist zum Viergänger, den, wenn du mal Musik guckt, nicht mehr so Orchester war, als Orchester und einfach Hip-Hop-Musik dabei. Also vielleicht vom Klischee-Ausgang, aber ganz cool. Zudem finde ich noch im Spiel so wichtige Themen wie Black Lives Matter und halt das ganz interessant, mal einkehr in andere Charakter zu spielen. Auch hier kann viel Suits sammeln. Es gibt 19 Stück. Und es gibt sogar einen, wo du hast gesagt, wie wenn ein bisschen gegen glitschen, wie der Film Spider-Man Into the Spider-Verse. Das ist ganz cool, aber es sieht einfach ein bisschen komisch aus, weil ich meine, das Spiel die ganze Zeit gegen laggen. Insgesamt finde ich persönlich, wenn ich zu so also das hat vielleicht ein bisschen mehr lang machen Spiel, aber sonst fand ich, dass ein ganz gutes Spiel, das ist eine gute Erweiterung. Das so kann ich so geht in Richtung von einem DLC, mit einem guten DLC, einem großen DLC, nicht so wie die 3 DLC, die wirklich gehen haben am Originalspiel. Ich fand cool, dass ich mal ein bisschen von einer anderen Seite gesagt habe, nicht schon ein direkt professionelles Superheld ist, mir halt so die Erfahrung muss mehr sammeln am Anfang. Und dann halt so ein bisschen merkt, was für Moves bei was passen und halt auch so die ganz Mini-Quests nebendran machen muss, für um alles zu fangen und alles zu deblockieren. Cool. Oh Gott. Feste Kleven. Der Schnaps wird Spaß gedreht. Was dann? Kannst du mal ruhig zählen? Ich bin schon gedreht. Das Cyberpunk ein total Desaster ist. Fuck. Da würde ich gedreht, dass der Last of Us 2 sein Kopf so neben am Arsch wird, dass du für den Game of the World gekriegt wird. Fuck. Du hast ja schon nach etwas. Was nach etwas du? Also ich schon doch gedreht, dass Capcom aus irgendeinem Grund wichtige Element des Resident Evil 3 Remake ersatzlos rausgeklagt wird und dafür also blöde Multiplayer spendiert und den kein Schwein interessiert.
Syndrom. Du musst ja nur ein Social Media gucken, da weißt du, dass alles online geschieht. Alles. Oder vielleicht doch. A grad wann ihr mengt en Altramers fertig an et lädt den sech nes gemmittlech schlofen, zack schockend den nächsten. Dat huet Six tell den aus dem echte Little Nightmares wohl och gedört. Nur dems hat moi verlieft huet, fënd hat sech irgendwo agesperrterem, a muss mat Schrecke feststellen, ich sehe gönnet mit Hauptprotagonist das ménger egener Franchise. Die verholt a Little Nightmares 2 Troll vum Mono, engem Fashionista mat Kopfbedeckungsfabel, dëssen erwäscht am Ufang vum Spiel irgendwo an engem düstre Busch an, so wie de Spieler selber huet absolut ke Plan wett lebt. No dems dat den düstre Busch bis nach furcht huet, begéint er noch Six. Mädchen trau Dich am Ufang net, me merkt schnell, dass nimmen zu 2 wo Di vielleicht besser Chancen dem Alttrend zu entkommen. Kurz danach manifestiert den sich auch an der Form vom mal den Elephant Man with a Shotgun. An no, ja, was danach geschieht, das lassen sich selber herausfinden. Kommen wir mal zum Gameplay. Wen Little Nightmares gespielt wird, fühlt sich heu schnell wohl. Laufen, schleichen, sprangen, Objekte ansammeln, Rätsel lesen, das kennen wir ja noch alles aus dem Viergänger. Neues eben hei, dass Six RKI-Partnerin ist, der ihr hilft, an den einzelnen Level weiterzukommen. Dabei sie freigesot, dass es kein Koop-Spiel ist, mehr eine reine Singleplayer-Erfahrung. Six möchte ihren Job eigentlich ganz gut, und ich hatte nur einmal das Problem, dass es nicht direkt das gemäht wird, weil es das sollte machen. Ob se ze blöd was eng Dir zu den hunsch gefrot. Die hat doch diske ein Kampfsystem, was allerdings mein größte Kritik am Spiel ist. Die fand da verschiedene Abschnitte Waffen wie Reher oder Axt, die aber zu schwer für den Mono sind. Waffen gehen also über den Boden geschläft, also muss er pro Schwung aller Kraft ersetzen. Das Problem dabei ist, dass Perspektiv ich gerne den Aufstand errode lässt, also trifft er gerne mal der Lernst. Was dem Gegner wiederum erlaubt, dich instant zu killen. Das ist noch kein Dealbreaker, zumal wenn es schnelle Nullzeiten von der Series X, und noch weil die Entwickler ihr eigentlich ganz großzügig mit Checkpoints verwenden, so dass eigentlich nie wirklich Frust abkommt. Rätseln sind es angedeelt an gesammelte Schlüssel oder an die clever Variante wie ob das Röntgengerät oder irgendetwas denkt, wink. Dir musst auch das auf Fallen oppassen, die Idee war ich ziemlich gut verstoppt sind, weil auch du heget einmal Kopfnuss, lo der Guss. Des Weiteren sind Schleichpassagen gained, nennen sie mal Area-Bossen, super spannend inszeniert, aber bin noch die eng oder andere Überraschung. Die läuft zum Beispiel für einen Doktor fort, nimme für dann zu grinsen, wann der realisiert tut, wo der Matten gelandet sie zum Schluss. Kommen wir mal zum absoluten Star von Little Nightmares 2. Und das ist mit Aufstand der Atmosphäre, die zusätzlich noch seine zwei besten Kollegen Sound und Design mitgerollt wird. Das Spiel ist von Anfang bis Schluss ein atmosphärischer Genuss, den ich einfach nicht mehr so richtig packt und auch auf billig Jumpscares verzichtet. Hier wisst ihr nie, was dann dem nächsten Cool erlauert. Mehr, weil der Design für mich persönlich nach einen Druck setzt par rapport zum End, sieht er aber immer nicht vierwillig zu wissen, wer ein Freakshow ich als nächstes erwartet. Mixe noch dabei die immer düster Musik mit beeindruckenden Kamerashots. Ja, ich fand schon, dass du das klingt Little Nightmares ganz gut mit den AAA Blockbuster kann teilen.
So, Schüler ganz viel geschwärzt. Me irgendwie hunnech net wirklich zu Story verloren. Das ist doch manchmal der Story. Tja, der erste ist kryptisch gehalten, an dem muss ich selber ein Gesamtbild von dem machen, was du gerade gesehen hast. Das wird lo vielleicht den einen oder anderen enttäuschen, den sich nur am ehesten eine Direktstory gewünscht hat. Aber ich fand Little Nightmares lief gerade für sein Mysterium. Und das tut sie auch definitiv abwärts. Ich meine, ich muss nicht mehr extra erwähnen, wie begeistert ich im Spiel bin. Und ich kann doch jeder und Herz lehnen, den immer ein bisschen etwas mit der Thematik kann anfangen können. Und für all die mir sagen, ja, wir haben den 11. Teil nie gespielt. Bah, Kollege oder Kollegin, da geht mal allerhöchste Zeit, dass du den noch hältst, für dann sein superiores Sequel auf voller, albtraumhafter Manier zu genießen. Viel Spaß! Ja, die wirst du lo. Wie das? Wir sehen uns dann nächsten Monat. Ciao. Luxplay hat tatsächlich gesagt, sie könnten einen Spider-Man falsch machen. Ohne mich. Ohne mich kann ich das vorstellen. Sie wollten sogar einen Restraining Order gegen mich aufwirken lassen. Und sie mich wegen sexueller Belästigung verklagt. Und wegen Brandstiftung. Und wegen Diebstahl. Und ich muss zurück auf den Punkt kommen. Also, das geht nicht so. Also, du wenn du mich so, sie haben mich ja nur auf einen angelöden, du wenn sie den Schluch heu wieder gesehen, also, freuen sich auch gut in der Stoß sind. Und tut mir auch ein großes Freude gemacht, um dabei zu sein. Vielmals merci für das Nachgucken. Was? Ja, ich mache das einfach. Jo! Sag so ein Rüster. Darf ich das nicht mehr oder? Ja, das war mir schon. Okay.